Was für einen schönen neuen Tag im Paradies. Und somit herzlich willkommen zur dritten Folge Miss Survival hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Und ich hoffe, es gefällt euch nach wie vor. Ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Seht mal dran, dass ich immer noch das gleiche anhabe. Dementsprechend weiss ich noch gar nicht, ob das irgendjemand interessiert, was ich hier überhaupt mache. Ob es euch gefällt oder nicht, oder wie oder was. Ich mache einfach. So. Ich habe den Nebel abgewartet, den wir in der letzten Folge noch gesehen haben. Ich habe herausgefunden, dass ich mich mit 7 kann ich mich da irgendwo am Boden legen und schlafen. Das sollte ich natürlich aber nicht zu viel machen, weil so wegen Essen, Hunger, Durst und so weiter. Ne? Wir sind immer noch verletzt. Haben uns aber ein bisschen ausgeruht. Und wie gesagt, der Nebel ist vorbei. Das heisst, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus. Und checken mal unsere nähere Umgebung. Wir können immer noch nicht säckeln, was ein bisschen mühsam ist. Und da hinten liegt der Zombie. Ah, der ist jetzt gestorben, weil der Nebel vorbei ist. Ha? Siehst du, so sollte es eigentlich aussehen. Nichts dabei. Nichts dabei. Kann ich den move irgendwie? Ah, nicht. Okay. In der Zwischenzeit, by the way, habe ich noch einmal probiert, mal heute aus dem Haus rauszugehen, aber du hast keine Chance. Es macht zack, 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 zack. Und dann stehen 20 Zombies um dich herum und du bist Matsche. Ich habe dann auch wieder glatt und wieder gewartet, bis der Nebel durchgegangen ist. Beziehungsweise wir haben ein bisschen gepauset sogar. Das ist nichts, okay. Also, was fällt denn dem schönen Auto aus? 2 Räder von dieser Seite her mal. Okay. Benzin. Der Motor, Zündkerze, Batterie, alles fällt. Ja moin. Gut, ich sehe davor andere Autos. Ich würde sagen, machen wir es mal in Richtung gegen dort auf den Weg. Alter, mein Deutsch heute ist ein Träumchen. Jetzt muss ich noch schnell ein bisschen schauen. Moment. Einen Moment. Sorry, ich muss da ganz schnell noch Business erledigen. So. Ich fange an weiterlaufen. Wir sammeln einfach mal alles, was wir irgendwie in die Finger bekommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hauptaspekt von solchen Spielen. Ich habe übrigens die Lautstärke noch ein bisschen lauter gemacht. Für euch. Weil mir jetzt denkt, in den letzten 2 Dingen ist es ein bisschen leise gewesen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich da auf so einen Baum kloppe? Einfach mal zum Wissen. Oh, 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 oh. Treatment needed. Nein! Nein! Jetzt brauchen wir eine Behandlung, weil... No, nein, unsere Wunde ist schlimmer geworden. Wow. Kann sein, dass wir klein sind. Und nicht oben... Ja. Scheiße, wir brauchen... No, nein, jetzt sterben wir wegen dem. Nein, es darf nicht wahr sein, bitte nicht. Okay, merken, nicht irgendwie abschlagen, wenn man verwundet ist. Ah, bitte lass jetzt irgendwo la Bandagen sein. Dann geht man einfach einen Stock haben. Ah, Mann. Lass irgendwo einfach la Bandagen rumliegen, bitte. Da ist irgendein Militär.
ich weiß nicht was. Und bitte lass irgendwo Bandagen. Ich will nicht verrecken, weil... Wie dumm kann man sein? Antibiotika. Used to treat infections or food... Ja, das bringt uns auch nicht. Scheiße. Komm bitte. Ist das ein Kanister? Ja! Aber wir werden erst sterben, ich sehe es kommen. Nein! Come on! Da ist ein Liter Benzin, kann ich da jetzt viel kennen? Oder wir verrecken. Ja, unsere Gesundheit geht runter. Wir werden so etwas von sterben. Was ist, wenn ich etwas esse? Nein, nein, nein! Nein! Antibiotika fressen? Mann! Spiel! Wieso? Ah. Load Game, Day Ace. Hey, wir haben immerhin einen Tag. Nein, wir haben noch nicht mal den ersten Tag überlebt. Okay. Aber warum? Ah, okay, wir sind verwundet am Arm und verwundet am Bein. Und wenn wir jetzt mit der Axt... Jetzt haben wir wieder Nebel, toll. Wenn wir mit der Axt haben auf das Ding eingeschlagen, sind wir dann komplett am Arsch. Okay, das heisst, ich glaube, wir pflanzen uns jetzt einfach hierher. Und schlafen ein paar Stunden. Vielleicht geht es nicht mehr. Ich meine, wir haben morgen um 10 Uhr, dann können wir gut mal 6 Stunden schlafen. Hunger geht, Durst geht. Scheiße. Dann kann man besuchen, oder was? Nein, nein. Piss dich, Mann! Piss dich! Boah! Ach, kann so einen scheiß Zombie nicht mal irgendwie Bandagen dabei haben? Nein, er hat Electronic Parts dabei, ist klar. F Rapid Repair. Okay, Nägel und Bretter, das haben wir doch. Das ist nur die Frage, wo, gell? Nägel, Bretter oder Hammer haben wir. Das hat der lang gehabt, das Scheiß. Gut, wir haben natürlich auch noch gepennt vorher. F. Hä? Haben wir jetzt schon kein Material mehr, oder was? Wow. Irgendetwas habe ich auch falsch gemacht, weil wir jetzt die ganze Nägel gebraucht und haben nur 40%. Ja moin. Ist der Nebel noch da? Verschwindet langsam. Ist herzig, wenn der Kopf runter tun, für unter dem Fenster durchzuschauen. Ah Mann. So, 7. Wir probieren es nochmal mit ein bisschen schlafen. Und dann sind wir vielleicht mal wieder ein bisschen geheilt. So. Okay, jetzt geht's immer noch scheiße. Aber der Nebel ist weg. Das finde ich gut. Langsam haben wir noch ein bisschen Durst. Wir haben Pfirsiche dabei. Schnaps. Ja, komm. Okay, das Zeug mal wieder da drin. Da.
Sonst können wir die Hälfte wieder nicht mitnehmen. Das nehmen wir mal gescheiter mit. Vielleicht zu trinken noch etwas mitnehmen. Let's go. In der Hoffnung, dass da vorne wieder das gleiche Zeug ist wie letztes Mal. Kleiner Abendspaziergang, hä? Mann, das Spiel ist schwerer als ich gedacht habe. Ganz ehrlich. Oder ich bin einfach unfähiger als ich gedacht habe. Und ich laufe mit meinem Bieli. Mein Bieli läuft mit mir. Hehe. So, gut, nice. Da ist nichts drin. Warte, das Benzin. Viel Kern. Nice, wir haben Benzin. Oh. Die guten Racks. 2 Liter, nice. Sollte ich vielleicht wieder mitnehmen. Und ich glaube eben, so die Kerne, die so sind wie der dort, die können wir dann auch abbauen, glaube ich. So viel ich weiss. So für Metallteile und so weiter. Naja, nein. Nice. Okay. Da ist noch etwas. Nein. Laufen wir auch mal die Straße entlang und müssen dann unsere Hütte wieder finden. Gibt es eigentlich irgendwie eine Map in diesem Game? Unser Haus wird nicht markiert, hä? Scheiße. Kein Benzin. Ich muss gerne mal schauen, ob da schon irgendein Teil drin verbaut ist. Ein Cola. Und irgendetwas machen? Nö. Den könnte ich glaube ich jetzt abbauen. Mache ich aber nicht, weil ich darf ja auf nichts draufschlagen. Was nicht unbedingt notwendig ist. Batterien. Ja, sagen wir mal so, wenn Zombie-Apokalypse der Spielzeug-Batterie leer ist daheim, you know, ist irgendwie Zeit verbringen, oder? Zeit überbrücken. Ah, Mann. Die Orientierung wird mein grösstes Problem in diesem Spiel. Manchmal habe ich vorhin hinten reingeschaut, gell? Was ist eigentlich hier? Für was kann ich die auftun? Kann da auch noch etwas drin sein? Unter Umständen. Was haben wir? Das ist Open.
Open Door. Okay. Also, noch Skola. Ja, moin. So, einfach für euch mal. Hier kann man nichts machen. He? Die guten alten Dummy-Autos. Und hier irgendwie etwas rum noch. 1 Stock. 1 Stein. Können wir nicht nehmen. Kann ich da irgendwie... Hihihi. Da kann ich auch nichts machen. Alkohol! Wir brauchen Alkohol! Da ist ein Häuschen, vielleicht steht noch etwas drin. Da ist in der Statue mal gestanden, sehr schön. Ah, da kann ich jetzt moven. Nice, okay, den nehmen wir nämlich mit. Ist da etwas drin? Nice, okay, dann können wir nämlich jetzt diesen machen. Das ist ein kleiner Trick. Können wir jetzt alles hier drin schmeißen eigentlich. Da. Wir können den einfach so mittragen. Wenn wir da irgendwie rausbringen. So, was haben wir hier? Oh ja. Combat Knife. Nice. Nice. Okay, ich kann den Hammer eigentlich auch hier anschauen. Nice. Sage ich? Nicht. Nice. Geil. Zack. Das ist ein bisschen schneller als die Hure Axt. He? Oh. Das war nicht gut gewesen. Oder Hammer. Okay, ihr sollt aufhören damit. Nice, geil. Es wird langsam dunkel. He? Ich glaube, wir nehmen unseren Schaft. Oh, jetzt hast du gedacht, ich kann ihn nicht mehr nehmen. Und machen uns langsam auf den Heimweg. Haus. Weil ich glaube, eben in der Nacht kommen die Huren Zombies an. Und jetzt echt da, ich muss man jedes Mal ablegen, für da noch Zeug mitzunehmen. Hallo. Looten. So, nein, ich glaube, es wird wirklich dunkel. Und wir sind nicht der Schnellste. Ah, und dann mal geschlafen, also wir müssen wirklich besser auf unsere Gesundheit aufpassen. Dass wir dann nicht, weißt du, drehst ja durch, wenn du da immer so verwundet musst rumlaufen.
Come on. Hier. Ja. Hey. Ja. So. Gut, dann stellen wir doch den hier her. Ah, nice, das Vieri. So, ja. Ah, mit der Kuh kannst du in die andere Richtung. Hm? Ah, okay. Bringen wir so gerade her? Ja, einigermaßen. So. Nice! Cool, cool, cool. Türen zumachen, bitte. So, dann gucken wir da noch schnell rein. Wir haben Hunger, ein bisschen, Durst ein bisschen. Ich glaube, wir trinken mal einen Schluck Wasser. Drink until enough. Wir haben ordentlich Durst. Hunger. Ist das Zeug noch einräumen? Also, dann haben wir noch eine Cola. Dann können wir mal noch ein bisschen Eat All. Ja, die bringen nicht viel. Hm? Noch eine Cola. Haben wir noch so einen Riegel fressen da? Bringt auch nicht viel, Alter. Wir brauchen dringend zu essen. Wer hat gedacht, dass das in einem Survival Game das Wichtigste ist? Ich weiß schon jetzt nicht wo, was wir was hergeschossen haben. Das ist super. Da haben wir die. Da haben wir so ein bisschen alles. Die tun wir mal noch daher. Die könnten wir noch über tun. Die könnten wir noch über tun. Das können wir noch da rein tun. Batterien können wir noch da rein tun. So. Scheiße. Eine Feder, was haben wir mit einer Feder? Gut, wir haben es abends 10 vor 8 Uhr und es ist stockdunkel. Und wir haben schon fast nichts mehr zu essen. Das heisst, wir müssen morgen dringend auf die Jagd, weil es gibt auch Tiere, die man jagen kann. Später kannst du einen Hühnerstall anlegen und. Bären, Fuchs, weiss der Teufel was, also keine Ahnung. Reh. Zombies können wir leider nicht fressen. Gut, dann würde ich sagen, wir legen uns hier her. Und schlafen. Es wird ja früh dunkel, dann wird es vielleicht auch früh wieder hell. Schlafen 8 Stunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Merci viel fürs Zuschauen. Wir haben den ersten Tag überlebt. Yes! Und ich hoffe, wir überleben noch ein paar weitere. Zusammen mit euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen so, oder ihr wisst, wie es läuft. Merci viel für den Support und bis zum nächsten Mal. Bis gleich, Timo G. Ciao.